Oh, Unge! Unge! Chat! Ein Mann mit mehr Kanälen als ich Abonnenten habe. Ein Mann mit mehr Bitcoins als ich Abonnenten habe. Ich habe 17,5 gerade. Ein Mann, der seine Dreadlocks... Unge, was ist da los? Unge reagiert, was ist da los? Let's go, Chat! Holy shit! Fake-Postboten, das FBI und er ist... Paul, Grüße an deine Oma, Küsse. Vielen Dank für den Sport. Itze, let's go! Warte mal, was soll ich Kamera her tun? Hier! Das ist die Geschichte von Simon Unge. Aber so ein bisschen aus meiner Perspektive. Kamera aus! Simon Unge hat 2011 mit YouTube begonnen. Das ist 10 Jahre her. Damals war das Trollface das größte Meme des Jahres. Der einzige, der das Meme heute noch braucht, ist wahrscheinlich Dena oder so. Minecraft Troll Wars. Sagt man überhaupt Troll Wars oder Troll Wars? Oder wie sagt man das? Zertifizierter Boomer. Ja, ist halt wirklich, Dena, wenn du das siehst, du bist wirklich ein richtiger Boomer. Küsse gehen raus. Oh Mann. Sein erster von vielen Kanälen hieß unschwer und bekam Dreadlock und Longboard-Videos. Den zweiten Kanal. Die Frage ist, wie alt war Maelo, als ich vor 10 Jahren angefangen habe mit YouTube? Wie alt war er da, frage ich mich. 6. Kennen wahrscheinlich nur richtige OGs. 6. Unproblematisch hieß der und dort ging es ums Essen. Aloha. 40 Tage vegan ist vorüber. Da habe ich das erste Mal ein Vegan-Video gemacht. Guck mal, wie ich da aussah. Und jetzt bin ich krank geworden. Ey, ich muss euch eine Sache sagen, jetzt wo ich darüber nachdenke. 10 Jahre. Holy shit, Mann! 10 Jahre. Das ist schon krass. Ich glaube, das Video ist von 2012, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das Video ist von 2012. Aber überlegt euch mal, 10 Jahre. Holy shit, Mann! Crazy. Crazy. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, Hure. Ey, Die Zeit Chat. vergeht so schnell, Leute. Zeit vergeht Hure schnell. What the fuck? Opa. 40 Tage vegan. Simon? Schaffst du das heute noch, Digga? Nee, heutzutage manchmal nur so Wochenende vegan. Okay, 2012, das Jahr der geilen Memes. Das war wirklich so schlecht früher. Die Memes waren früher einfach nur Gusto, Trollface. Was war das noch? Up for red im Screen. Alter. Hat Simon Unge mit seinem heutigen Hauptkanal Ungespielt angefangen. Soviel ich weiß, hat er das damals mit Supreme Games abgesprochen gehabt. Für die, die es nicht wissen, Supreme Games ist heute der Pesodon Justin. Wenn du puren Essig trinkst, dann kann dein Hals verätzen oder nicht. Der Typ ist heute Millionär. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt bin ich auf YouTube gelandet. Nice! Zuerst habe ich mir Gronks legendäres Minecraft-Let's Play gegönnt. Alter, ist das billig. Und ihr habt völlig recht, das ist total billig und mir scheißegal. Und dann 2013, wenn das Megaprojekt angefangen hat, bin ich dann auf Rotpilz und im Ungespielt aufmerksam gekommen. Ja, wer ist das? Dieses Megaprojekt habe ich damals so intensiv verfolgt. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Neben gefühlt So eine Cringe. So eine Cringe-Scheiße, Alter. unzähligen anderen Projekten. Ja, Das waren gute gekommen. Projekte. Mega-Projekt. Minecraft Leben. Die Wein-RPG mit Ceronic war wild. Ceronic, Minecraft Aura, Alter, kennt ihr den Inshallah. noch? Minecraft Hero war auch sehr wild. Und dann das erste Mal Varo. Memo. Ui, Memo, guck mal. Habe ich dann aber vor allem den Vlog-Kanal von Unge verfolgt. Ungefilmt. Ach, da seid ihr ja. Wo ist er, Bergmann? Wo ist er? Herr Bergmann hat einfach in der Ecke gestanden. Auch sehr wild. Wir haben Spaß in Rewe. Wir haben Spaß in Rewe. Hallo? Oh Mann, Alter. Digga, was damals Dena, ich sage immer noch Dena, Chu, Cheng und Unge mit der Longboard-Tour gemacht haben. Die haben nix eigentlich gesehen, die oder? deutsche YouTube-Szene damals hops genommen. Ich habe mir jede Folge gegönnt, aber ich sage euch ehrlich, ich bereue Junge! Ja, ja. Es war wirklich eine geile Zeit, auch als Zuschauer. Und die 4 waren jetzt nicht Kuss, freut mich sehr. Kuss. unbedingt die fittesten. Look at this dude! Ja, Unge heute auch noch nicht. Mashallah? Das ist Muskelmasse. Ja, ich schon. Ich bin's, Tim. Mit dem Longboard quer durch ganz Deutschland. Das waren noch die guten alten Zeiten bei YouTube. Wieso nie wieder sowas gemacht eigentlich? FNTM. Ich weiß nicht, wo du zugeschaut hast,
Aber wir haben nach der Longboard-Tour noch ganz viele solcher Projekte gemacht. Ich habe eine Nulltour gemacht, da war ein paar Platten am Anfang dabei. Da sind wir ohne Geld durch Deutschland gereist. Wir haben einen 30-Tage-Livestream gemacht und so weiter und so fort. Es gab immer wieder... Dann hat er noch gar kein Geld gehabt. Irgendwelche kranken Scheiße gab es immer einmal mindestens im Jahr. Aber und was dieses Jahr kommen wird, Oha. da könnt ihr gespannt sein. Chat? Jungs haben auch mehrere Hypes ausgelöst. Ich habe mir damals direkt ein Longboard gezogen. Das geht heute übrigens noch. Ich fahre heute noch mit dem. Und ich habe mir die legendäre Die Legra war auch heftig. Legra geholt. Die funktioniert übrigens heute noch. Also, Simon, wenn du Bock auf eine Legra hast, für ein Bitcoin, würde ich nicht Nein sagen. Wie bitte? Schon ein bisschen später, 2016, hat Unge dann einen 30-Tage Der 30-Tage-Livestream. Da ist geil gewesen. Da ist wirklich gemacht. geil gewesen. Da ist wirklich Ich geil hab einfach auf gewesen. der Couch geschlafen. Was soll das denn? Was soll das denn? 30 Tage Livestream. Das hat bisher niemand mehr gemacht, oder? Wenn man nichts... Das hat ja auch niemand mehr eine Longboard-Tour durch ganz Deutschland gemacht. Egal, was wir gemacht haben. Niemand konnte uns kopieren. Aber der 30-Tage-Stream Wir ist sind geil gewesen, vorausgegangen. Mann. Der ist Wir sind wirklich geil vorausgegangen. gewesen, zu Chat. tun hatte, einfach immer einschalten Habt zu ihr können den bei gesehen? Twitch. Habt ihr den Das gesehen? ist so eine geile Sau. Mrs. Bella ist so eine geile Sau. Das war wirklich ein geiles Event, Mann. Nein, Digga, das ist übelst boring. Hey Junge, hast du eigentlich noch regelmäßig Kontakt zu YouTubern aus dem YouTube-Haus? Ja, fast zu allen tatsächlich. Außer Paluten. zu Taddel. Ich weiß nicht, wo er heutzutage lebt. Er ist Jo, irgendwann untergetaucht. Er ist, glaube ich, wahrscheinlich, auch aus oder? Deutschland weggezogen. Ich weiß nicht mehr, wo Taddel, heutzutage lebt. Er ist in irgendein anderes Land gezogen. Auch 2016 hat Simon den ersten Ungeklickt-Livestream gemacht. Also jeden Tag kleine Streams. Was? 2016 habe ich den ersten Ungeklickt-Livestream gemacht? Was? Simon den 2016 hat Krass. Das ist wirklich krass, Crazy, Alter. Alter. Holy shit, Mann. Simon den ersten Ungeklickt-Livestream gemacht. Also jeden Tag kleine Streams, in denen wir zusammen Videos gucken. Und Simon war safe einer der ersten, der diese Reaction-Streams in Deutschland groß gemacht hat. Ja, da gab es noch keinen. Damals wurde ich dafür gehatet. Da gab es noch niemanden, der es gemacht hat. Heutzutage gehört das quasi fast in jeden Stream mit rein. Ja, Ja, safe. Immer wenn man gerade von einem Game zum nächsten switcht, macht man ein bisschen Just Chatting, guckt schon ein paar Videos an, redet ein bisschen über Themen und so. Safe. Das war damals etwas, was niemand im Stream hatte. Dann hat er noch Als auf ich damit Twitch angefangen gestreamt, habe- ja. Dann ist er noch bei Als ich Twitch damit gewesen. angefangen habe, wurde ich dafür gehatet. Aber es ist wirklich ein bisschen sad, du nicht mehr auf Twitch streamen, sag ich dir, wie es ist. Aber so ist das halt. Wenn du vorausgehst, erst haten sie, dann, ich weiß gar nicht, wie der Spruch geht. Chat, wie geht dieser Spruch? Heutzutage, jeder YouTuber hat gefühlt einen Zweikanal, wo er Reactions uploadet. Zum Beispiel ich. Einfach Evanio. Milch. Erst, was? Dann kopieren sie, wie geht das? Erst lachen sie, genau. Erst lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann kopieren sie oder so, ne? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, das ist das Leben, ne? Er hat einfach Ist abdeckt. Ja, alles Gift. easy. Vor kein 3 Problem. Jahren hat Unge mal diesen Spruch in ein Video gebracht und es ist einfach übel viral gegangen. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum das so zu einem großen Thema in der deutschen YouTube-Szene gekommen ist. Warum hat damals jeder geglaubt, dass Simon das ernst... Milch ist wirklich Gift? Na, soll ich euch was Lustiges über Milch ist Gift sagen, für die, die das nicht wissen? Ich hatte vor diesem Milch ist Gift-Video, hatte ich eine lange YouTube-Pause. Da ging es mir einfach nicht so gut. Und ich hatte einfach eine sehr, sehr lange Pause, habe einfach nicht wirklich was gemacht, habe mich nicht so, und dann bin ich erst wieder, da habe ich wieder sozusagen YouTube angefangen und musste mich wieder so hocharbeiten. Hype. Und da dachte ich mir, erstmal ein bisschen provozieren. Und dann haben wir so ein bisschen, Oha. provokante Videos gedreht. Und es hat einfach sehr gut funktioniert. Ich war sogar bei Jan Böhmermann im Fernsehen. So eine Das war mal Pfeife. wieder- Übel wie... Einfach PR, war einfach der beste PR-Stand Ja, überhaupt. real Gerade talk, gegangen. Mann. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum das so zu einem großen Thema in der deutschen YouTube-Szene gekommen ist. Warum hat damals jeder geglaubt, dass Simon... Ich habe wegen dir aufgehört, Milch zu trinken, jetzt gibt es stattdessen Sojamilch. Ich habe auch wegen mir aufgehört, Milch zu trinken. Ich trinke Hafermilch, Sojamilch, alles. Marketing. So wie nie auf Hochdeutsch wechseln. Aha. Ist Milch wirklich Gift? Naja, aber, also, gut finde ich Milch trotzdem nicht. Boah, alles geil. Vor 2 Jahren ist Simon dann ausgewandert nach Madeira, wo jetzt drauf und dran ist, alleiniger Macht. Das ist auch so krank. Überlegt euch mal, wir sind vor 2 Jahren nach Madeira gezogen. Vor 2 Jahren sind wir ausgewandert, vor ein bisschen mehr als 2 Jahren. Und jetzt wohnen mittlerweile schon irgendwie 40 andere YouTuber und Streamer. Was? hier. 40? Ich habe wieder irgendeinen Schritt gemacht und ganz viele Leute haben mitgezogen. Und das feiere ich sehr. Weil die Leute, die hier sind, ist einfach mittlerweile Family geworden. Geile Leute, geile Streamer, geile YouTuber am Start. Wir haben 40? einfach
Wir haben einfach unsere eigene Insel. Nein, Scherzügel, nicht Digga. ohne Kappa. Ich habe einen massiven Einfluss auf das Leben von anderen Streamern und YouTubern genommen, weil die sind jetzt einfach ausgewandert. Weil ich diesen Schritt vorausgegangen bin. Wenn ich nach Madeira ausgewandert wäre, ich glaube, von den ganzen Leuten wäre niemand nach Madeira ausgewandert. Dann wären die vielleicht in irgendwo anders hingegangen. Malle ist nur einmal im Jahr. Drauf und dran ist, alleiniger Machthaber der Insel zu werden. Es regnet noch nicht und es ist einfach geil hier. Bald leben in Madeira dann auch mehr deutsche YouTuber als eigentliche Madeiraner. Das sagt man nicht so, oder? Simon hat sich nach der ganzen Postbotenaffäre auch schon mit der Polizei befreundet und ist nach Experten zufolge 2 Jahre davon entfernt, die alleinige Herrschaft der Insel zu haben. El presidente de Portugal. Patti, Patu. Patti, Patti, Patu. Kommt da jemand? Geh wieder dahin zurück, wo du reinkommen willst. Baba-Präsident. Und wenn wir schon dabei sind, den Fake-Postboten von DHL hat Ja, selber nochmal gelacht. Simon dieses andere Hops genommen. In 3 Jahren gibt es eine Netflix-Original-Serie. Sherlock ist ein Witz dagegen, ich schwör. Jetzt bin ich gespannt. Du hast schon einmal auf ein Video von mir reagiert und immer gute Unterhaltung geboten über diese ganzen Jahre. Und ich könnte dir das mit einer riesigen Investition meinerseits vielleicht diesen Sommer zurückgeben. Dieses limitierte Schweizer Regenbogen. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Oha. Oha. Bruder, das brauche ich. Das brauche ich für meine Rente. Ey, aber wirklich, geiles Video, geiles Video. Sehr, sehr coole Timeline, sehr, sehr cool, so eine Zusammenfassung, wie so die letzten Jahre, so was so abgelaufen ist. Ist schon crazy, was abgelaufen ist. Maelo, erstmal Küsse gehen raus, checkt Maelo aus. Lasst Liebe da, lasst Küsse da. Geht mal bei Maelo vorbei. Aber. Und dem machen wir es Clap für uns. Gut. Und das ist eine schöne Reaction und Unge ist sowieso so ein lieber Mensch. So ein Ehrenbruder. Und